Ja, grüß euch beieinander und einen sackrisch guten. It's Kasperl. Leute. Ein Video, das ich gestern aufgenommen habe, ist noch in der Überprüfung. Mal schauen, ob ihr jetzt den Teil zuerst kriegt oder zuerst den anderen. Ich habe den Überblick verloren. Sind wir bei 22, bei 23? Auf jeden Fall ist bisher meine längste andauernde Reihe. Wo wirklich nur die einen Leaks behandelt. Beim Indigo-Bärchen war es fast so lang, glaube ich. Aber ich glaube, das haben wir inzwischen eingeholt. Bei weit über A20. Ja. Leute, wo waren wir stehen geblieben? Ah ja, Schandtat des Tages. Vielen, vielen Dank. Es wird sehr gut aufgenommen. Ich lese immer wieder Sachen. Ah ja, im Übrigen das und das und das und das. Heute kommt die Schandtat des Tages von Mail and Mulle. Ich hab das richtig ausgesprochen. Aber nee, da ging es um den Versuch, die Hater zu überfahren. Und wenn ich jetzt sage, ja, versucht die Hater zu überfahren, denken viele Leute, wie er das mit dem Ranger versucht hat, da, wo er sich das Monster, den man voll über die Wildnis vor den Hater davonfahren kann, sich auf der ebenen Wiese festgefahren hat. War lauter doof, ne? Weil beim Rainer gibt es nur Vollgas oder nix. Und das ist richtig, ne? Da hat er versucht, Taylor zu überfahren. Er hat es ja aber schon vorher, also zumindest angedeutet, ne? Der hat ja schon vorher auch mit dem Mondeo damals schon und mit dem Rudi A4 irgendwelche Charivankalen getrieben. Irgendwie mit wild quietschenden Reifen da, Vollgas davon, super knapp an irgendwelchen Pilgern vorbei. Und da war schon immer Gefahr im Verzug. Wie gesagt, ich glaube, ich habe es im letzten oder vorletzten Video wieder erwähnt. Es war ein Segen, dass man ihm diesen scheiß Führerschein weggenommen hat. Den hätte er niemals bekommen dürfen und den wird er auch nie wieder bekommen. Ich glaube nicht, dass ein Rainer Winkler in diesem Leben nochmal Auto fahren darf. Das darf er dann im nächsten Leben in seinem Universum, da kann er sich dann einer schönen Ford, wer ist der große Ranger Raptor, da kann er sich so einen schönen Ford Raptor, kann er sich dann zusammen denken und den kann er dann fahren durch sein schönes neues Universum, ohne Haters, ohne irgendwelche Restriktionen, ohne die böse Führerscheinbehörde, die ihm sagt, Herr Winkler, ich glaube, dass Sie nicht ganz sauber sind und Leute, die nicht ganz sauber sind, die sollten kein Fahrzeug im Straßenverkehr führen dürfen. Naja. Auf jeden Fall, Mel und Mulle, vielen, vielen Dank für diese Anregung. Ich glaube auch, das haben andere Leute auch noch drunter geschrieben. Fühlt euch gegrüßt und geherzt und geknuddelt, wenn ihr denn auch das darunter geschrieben habt. Richtig. So, wo sind wir jetzt? 3 Minuten und 50. Ne? Dann sagen wir mal, ab 4 Minuten geht die Reaktion dieses Mal los. Und dementsprechend bleibt noch nicht mehr zu sagen, außer hockt euch her, sagen wir mehrer. Reißt euch eine Häube auf, denn mir ging einer in Rainer. Okay. Also sehr jung und das war die erste, auf die ich mich eingelassen habe, die so jung war. Ja. Ja, es geht darum, Alibi-Behauptung, er steht ja noch auf ältere und aber die ganzen Bärchen, alle Haterinnen, auf die er reingefallen ist, waren immer so jung und deswegen, das Problem ist, er behauptet ja auf ältere zu stehen schon seit bevor das so war. Ne? Also das ist komisch, dass dann nie ein älteres Bärchen gegeben hat. Ne? Und hier von wegen, er ist bisexuell, da ist auch, ne? Warum gab es nie ein männliches Bärchen? Warum, wenn er so auf alte Säcke mit hängenden Klöten steht, warum
gab es dann noch kein 60-jähriges männliches Bärchen. Warum nicht? Ne? Fragen über Fragen. Ne? Es ist entweder ist es wirklich so, dass reiner Zufall ist, mit AI, ganz wichtig. Ja, oder es liegt halt daran, dass er halt gelogen hat. Sowohl was das Alter als auch was die Präferenzen angeht. Einfach nur um bei der Altersnummer, ne, als Schutzbehauptung, als Alibi-Behauptung, und bei der Präferenznummer, das ist so ein Ding, ich bin queer und deswegen darf ich nicht kritisiert werden, weil das sonst ein Hassverbrechen ist. So, das sind die Dinge, warum er das erzählt. Ist beides Arsch, ja. Ja, Zeit Erdbärchen, die ja damals auch erst 18 war. ich weiß jetzt nicht genau, von wem du redest, aber ja, okay. Warte mal kurz. Okay, keine Ahnung, was ich da gerade gemacht habe. Erdbärchen. Ja, Erdbärchen, der legendäre Mittwoch. Er wird es falsch erklären. Aber let's go. Erdbärchen war die mit dem Heiratsantrag. Die erste, wo er richtig Scheiße gebaut hat. Ich habe der da vor über 3.000, 4.000 Leuten einen Heiratsantrag gemacht online. Und die hat dann mit mehreren Hatern mir in den Arsch getreten. Mit einem Livestream. Heftige Nummer. Wie in den Arsch getreten? Was meinst du damit? Die ist dann hergegangen und hat dann live vor der Kamera gesagt, dass ich Ja, toll. Genau jetzt. Oh ja, genau jetzt. Die Scheiße, dass hier die Verbindung kacke wird, das hätte nicht passieren können während den 3 Stunden dröger Anime-Bullshit-Schwallerei oder seiner Dadelei und den ganzen Gedöns. Jetzt, wo mal irgendwie tatsächlich halbwegs lustiges Matt da ist, wo er irgendwie von der Erdbärchen-Thematik spricht, jetzt kriegen wir Probleme hier mit der Konnektivität, ey. Das kann es doch nicht sein, Leute. Das ist doch, da haben doch die Autoren, die haben doch schlechtes Gras geraucht, oder? rot gesprungen so und haben mich verarscht. Ja. Meine Internet-Connection war gerade weg. Ich habe gerade nichts verstanden. Google einfach Drachenlord Heiratsantrag, dann weißt du, was ich meine. Okay, mache ich mal, auf jeden Fall. Auf jeden Fall war das die erste 18-Jährige mit der... Seriously, das kann doch die Wahrheit nicht sein, oder? Genau da, wo es jetzt wirklich interessant gewesen wäre, was rendert er sich da für eine Lüge zusammen? Wie stellt er die Situation vor ihr dar? Das wäre jetzt echt interessant gewesen. Alter, da kackt die Internetverbindung ab. Nein, Alter. Stundenlanges Anime-Gedulli. Ich überhaupt was zu tun hatte. Obwohl ich damals schon auf Älteres stand. Und auf die habe ich mich aber eingelassen. Das hat aber nicht hingehauen. Ja, und letzten Endes hat sich das Thema inzwischen halt erledigt. Letzten Endes. Leute, ja, brauchen wir nicht reden. Ich habe es mehrfach gesagt. Es hat nie ein älteres Bärchen wirklich gegeben. Ne? Und Moner war kein Bärchen. Moner war einfach. Bärchen sind ja Haterinnen, so wie die jetzt hier, die ihm irgendwie Freundschaft oder mögliche Wurstfacheroberung irgendwie vorgaukeln, um Met zu generieren. Das hat ja eine Moner nicht gemacht. Und das hat ja auch eine Light Warrior nicht gemacht. So. Dementsprechend ist es keine Bärchen gewesen. Aber komischerweise Bärchen immer irgendwelche jungen Mädels. Und wenn ich grundsätzlich auf Ältere stehen würde, dann würde ich denen halt sagen, ja, ey, Scusi, ne, du bist 18, du bist zu jung für mich, das ist nichts für mich. Wenn er blökt seine angeblichen in Stein gemeißelten sexuellen Präferenzen einfach raus, ja, überall, aber er handelt nie danach. Das ist schon komisch, oder? Das ist doch bei, keine Ahnung, das ist doch sonst bei allen anderen Präferenzen auch nicht so, oder? Ich kenne niemanden, der sagt, nee, Digga, ich bin auf jeden Fall, ich stehe nur auf Männer. Okay.
Aber ich habe dich noch nie irgendwie mit einem Mann gesehen. Die letzten Beziehungen, die du hattest, sind alles Frauen gewesen. Du bist seit 20 Jahren mit derselben Frau verheiratet. Nee, Digga. Ich hab, ja, das war eine Ausnahme. Aber ansonsten hier nur Pimmelparade. Es ist reiner Taten. Taten sprechen lauter als Worte. Und du kannst mir nicht erzählen, du würdest da für ältere Frauen stehen, wenn du doch nie irgendwie auch nur ansatzweise in die Richtung versucht hast, Avancen zu machen. Das kannst du mir nicht erzählen. So, Punkt. Okay. Und deswegen bin ich eigentlich immer noch auf der Situation, dass ich eigentlich ein älteres suche. Situation. Aber wie gesagt, ich habe grundsätzlich auch nichts gegen Jüngeres. So, ich bin halt normalerweise Ach ja, im Übrigen, das ist hier auch wieder reiner Paradox. Ne? Er will unbedingt der 60-Jährige, er will aber auch 3, 4 Kinder haben. Ey, entweder, ne, hat er, als das auf der Dulli-Schule im Bio-Unterricht durchgenommen wurde, vielleicht war da gerade daheim beim Pokémon gucken, aber, ne, reiner, googelt mal Menopause, hm? einfach auf Ältere, aber ja, das hat halt nichts damit zu tun, dass ich jetzt halt jemanden, den ich auch mag oder so, oder mit dem ich auch gerne zusammen bin, dass der älter sein muss. Ich habe halt einfach die Erfahrung gemacht, dass Ältere nicht so extrem dazu neigen, mich zu verarschen, wie halt zum Beispiel Jüngere. Ja, vergiss aber nicht den 83-jährigen Hater, der bei dir vor der Haustür gestanden hat. Das hat er ganz genau gehört. Der älteste Hater, von dem er weiß, war 83 Jahre alt. Er hat gehört, wie er das den Polizisten gesagt hat draußen. Dass er höchstwahrscheinlich irgendwie, dass es ums Geburtsjahr ging und der 83 gesagt hat und zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich, keine Ahnung, 35 war. Aber komm, ne? Der 100-Jährige, der aus dem Fenster stieg, um zum Drachenlord zu fahren. Ja. Weil die Jüngere halt dann auch noch teilweise auf ihren Fame aus sind. Gerade die. Auf ihren Fame! Okay, ich meine, klar, ich meine die ganzen Bärchen, Erdbärchen, Polska-Bärchen, Cola-Bärchen etc., die sind, ja, die haben einen gewissen Fame, aber halt in der Drachen-Hater-Bubble. Ja, was ist denn das für ein Fame? Das ist ja nichts, worauf du irgendwas aufbauen kannst, und die wollen keinen Fame. Ja, die finden die halt scheiße und wollen, dass du die zum Obst machst. Das wollen die. Das hat, glaube ich, mit Fame relativ wenig zu tun, aber das wäre es natürlich, ist das wieder eine Selbstaufwertung, gell? Die Leute wollen Fame, indem sie sich mit ihm abgeben, der großen Prominenz, ne? Alter, ja, die wollten alle Fame. Der da mit dem Kind, wo ich gesagt habe, und die hatte halt eben einen extremen Trichter mit diesem Fame, den sie im Internet abbekommen wollte. Ja, die hat dann halt angefangen. Nee, ich glaube, die mit dem Kind, die da bei dir war, die hat ein neurologisches Syndrom. Ist das ein Syndrom? Autismus? Ne? Ganz ehrlich, das wäre auch so eigentlich ein Ding für die Schandtatenliste. Aber ich drop's jetzt hier halt auch, das ist halt auch so eine widerliche Nummer. Der hat halt mitgekriegt, dass die, ne, sagen wir mal, eine geistige Beeinträchtigung hatte in einem gewissen Maße. Die hat wohl leichten Autismus gehabt, aber Autismus ist Autismus, ne? Das ist eine Beeinträchtigung. Und hat sie gedacht, haha, einwandfrei. Vielleicht kriege ich die ja manipuliert. Ne? Vielleicht kriege ich die ja manipuliert. Vielleicht ist die ein bisschen leichtgläubiger. Und das halt, ja. Da braucht man dann mal viel dazu sagen, oder? Wenn man die geistige Beeinträchtigung eines anderen Menschen ausnutzen will, um ihn dazu zu manipulieren, es nur Dinge mit einem zu tun, dass das verabscheuungswürdig ist. Ich glaube, darüber braucht man hoffentlich hier nicht mehr diskutieren. Richtig viel üble Scheiße über mich zu erzählen. Und damit sie halt ein bisschen Fame abkassiert und hatte dann halt auch noch den Vorteil, dass sie eben diese Bilder aus dem Internet hatte, also diese Bilder fürs Internet hatte, die sie halt bei mir gemacht hat, als sie mich besucht hat. Ja, man hatte gesehen, wie du da schmollend irgendwie auf dem
in dieser Ecke vor deinem Rechner gesessen hast und man hat die Butze gesehen, wie die ausgeschaut hat. Ganz ehrlich, wenn ich es mir vors innere Auge gerade zurückhole, könnte ich glatt in eine depressive Phase abrutschen. Das hat, ganz ehrlich, ich hab in irgendwelchen Dokumentationen, irgendwie Spiegel, Stern TV, was weiß ich, Dokumentationen, Knastzellen gesehen, die einladender, gemütlicher und weniger deprimierend gewirkt haben als die Bude, in der du da vegetierst. Ja, die haben ein richtiges Bett gehabt, so. Ne? Du wirst es nicht glauben, so ein richtiges, echtes Bett, so mit der Matratzen drauf und einem Lattenrost und allem drum und dran. Nicht wie so ein Crackhaus, einfach so, dass eine Matratze in der Ecke flackt. Mich dann halt auch noch als den Assigen gestellt, der angeblich sich einen runterholt, während sie neben mir mit ihrem Kind liegt und... Ja, wir hatten Aufnahmen davon, Rainer. Wir haben da Aufnahmen davon. Dass du dir neben ihr... Das hat sich schon sehr eindeutig angehört, Rainer. Das hat sich sehr eindeutig angehört. Sich einen runterholt und sich... ach scheiße, ich wollte eigentlich das Ding... Ist egal. Also die hat mich hingestellt als jemand, der sich einen runterholt, während sie neben mir im Bett liegt und... Und im Übrigen, wenn du dir in deinem Spatzenhirn jetzt zusammenrenderst, dass es ja gar nicht als sie einen runterholen zählt, wenn man keinen hochgekriegt hat, weil man sich fett und behindert gefressen hat. Nein, zählt. Der Versuch zählt. Ne? Lebt oder das Kind versorgt und ich mir darauf einen runterhole, so ungefähr ziemlich. Okay. Das ist richtig kranker Scheiß. Ist natürlich nie so passiert, aber erklär das mal einen Haufen Idioten, die dich hassen wollen. Ja, wie gesagt. Hat sie nicht auch irgendwie Sachen geleakt, wo er creepy geworden ist, wegen irgendeinem Muttermilchfetisch, den er da abschiebt? War das da nicht? Du kannst dich ja dazu gar nicht richtig äußern. Du kannst ja gar nicht deine Perspektive erzählen und wenn, dann wird dir wahrscheinlich eh nicht geglaubt. Bingo. Was ist nochmal die Welt, ne? Mhm. Ja, die Welt ist ungerecht. Da versucht man geistig beeinträchtigte, sehr junge Frau zum Snooze zu manipulieren und dann am Ende ist man selber der Arsch. Fürchterlich, da kriegt man auch noch Kritik. Also das ist nicht, also so habe ich die Welt persönlich nicht kennengelernt, aber so ist sie anscheinend doch irgendwie. So ist die Welt nicht für jeden. Ja. So ist die Welt nur für eine Handvoll Menschen, aber es sind halt meistens dann die Menschen wie ich. Naja. Ja, aber die Menschen wie du, also alle Leute, die so sind wie du, die haben sich diese Welt selber gebaut, Rainer. Die haben sich diese Welt selbst gebaut. Ich kann nicht zu faul sein, um aufs Klo zu gehen und jeden Tag nur in die Ecke scheißen und mich dann beschweren, warum es in der Wohnung stinkt. Und sagen, fürchterliche Welt, hier stinkt es ja überall nach Scheiße. Ne? Aber das ist auch egal, letzten Endes. Ja. Letzten Endes Muss man halt einfach schauen, wo man bleibt. Und ja, letzten Endes muss man schauen. krass, dass du trotzdem alles so durchziehst. Boah, ich sehe das dann zwar als krass, für mich ist es halt normal. Ich bin halt damit, mein Leben lang habe ich damit zu tun gehabt. Auch da ist er wieder sehr ambivalent in seinen Ausführungen. Das ist, manchmal so, ja, das ist halt die Welt, ich sehe das nicht so krass so. Man gewöhnt sich an alles. Ich kämpfe diesen Kampf schon viel zu lange. Und an anderer Stelle ist es wieder, wisst ihr, wie belastend das ist seit Jahren und hin und her und das ist immer wieder und ich darf nicht und und das ist alles so schlimm. Je nachdem wieder. Ob er jetzt der große, starke Drache sein will oder das arme Mobbing-Opfer im Internet, der arme, dicke Bur vom Rudi, der überhaupt nichts dafür kann, dass ihn gar nicht mag. Warte mal kurz, wo liegt der Schmelzpunkt von was? Also Eisen, Gold, Sila, Schmitz bei 1800, das war klar. Und ja, total klar, Digga. Eisen, Goldschmitz bei 1000. Also sind wir wieder bei Gaming. Weißes Rauschen, ja, gut. Weil eventuell warten. Wenn wir überhaupt Leute haben, die groß kommentieren. Es gibt zwar ein paar Leute, die kommentieren, aber die kommentieren halt immer nur einmal oder so und dann gar nicht mehr. Außerdem müssten die mich ja danach auch nochmal irgendwie kontaktieren.
Aber es passt ja nicht, wenn die nicht kommentieren und dann aber mich anschreiben. Und es geht auch nicht, dass die kommentieren und ich die dann anschreibe. Das funktioniert ja auch nicht. Ich habe keine E-Mail-Adresse von denen. Also Ja, Rainer, merkst was? Du hast Probleme bei dem Aufbau deiner Social Media Community, die kein anderer Content Creator hat. Keiner. Die meisten Creator, die für ihre Community so einen Server, so einen Discord-Server aufmachen. Also erstens sind die da selber ab und zu mal drin und quatschen mal auch mit die Leute. Und zweitens haben die da überhaupt keinen Stress, sondern die verlinken den einfach und sagen, hier ist unser Discord, kommt vorbei, nette Leute, ne, unterhaltet euch, trinkt so halbe miteinander. Wir sind da auch ab und zu am Stissel. Ne? Fertig. Und dann kommen die Leute da drauf und dann passiert genau das. Und sollte da irgendwann einmal irgendein Grattler drin sein, dann wird der von der Gruppe aussortiert. Ne? Das ist eine ganz natürliche Gruppendynamik, die sich da ergibt. Rainer, du bist einfach der toxischste Gülle auf dem ganzen Internet, schon immer gewesen, und dementsprechend wirst du auch nie einen anderen Discord-Server haben. Dieser Discord-Server wird sich immer so schnell wieder mit Scheiße füllen, so schnell kannst du nicht schauen. das müssen die ja selbst irgendwie rausfinden. Und ich kann es ja schlecht ankündigen, aber wenn ich es ankündige, dann funktioniert das ja auch nicht. Dann gehen auch wieder alle ab und dann kommentieren alle freundlich, lieb, höflich, weil sie in den Blog wollen und dann funktioniert das aber auch nicht. Und außerdem, ich genieße so mein Angstbuch für Zertrauen von mir zu haben. Aha. Was hat er gerade genuschelt? Ist hier wieder Friedhof der Nuscheltiere. Grüße an den kleinen Nihilisten. Was hat er jetzt da gerade genuschelt? Außerdem, ich genieße so mein Angstbuch für Zertrauen von mir zu haben. Aha, okay. Ich meine rausgehört zu haben, dass er das genießt, die zwei Frauen, die ja außer ihm aktuell die einzigen auf diesem Discord sind, für sich alleine zu haben. Ja, da haben wir wieder, da haben wir eben wieder auch den Unterschied. Die anderen Content-Creatoren, die Discords haben, machen die eben für ihre Community, ne? Damit da irgendwie eine Gemeinschaft entsteht, Austausch und sowas und du eine lebendige Community hast, damit dann halt eben auch dein Social Media lebendig bespielt ist. Das attraktiv für Sponsoring-Partner und dergleichen. Das passt. Ne? Und bei ihm geht es halt darum, er will Mullen klar machen. Ne? Also er denkt, er macht Mullen klar. Die Mullen wissen, dass sie Bärchen sind und Metfarmen. Und was im Endeffekt passiert ist, die lassen halt widerlichstes Verhalten und sexuelle Belästigung über sich ergehen. Über Wochen und Monate. Und als Belohnung dafür können sie das danach irgendwie rausmeddeln und kriegen vielleicht hier noch kurzfristig ein paar Entschädigungsbarne. Der Einzige, der bei der Nummer wieder verloren hat, das ist halt er, aber das hat er halt wieder nicht checkt, unbesiegt. Ja, Nee, Spaß mit Leute. Es ist halt jetzt, also ich genieße schon deine Gesellschaft, ne? Nicht, dass du mich jetzt falsch verstehst. Nee, es ist einfach grundsätzlich so, es ist halt eine schwierige Sache. Ich weiß halt nicht, wie ich das sonst irgendwie organisieren soll. Ich könnte natürlich hergehen und könnte natürlich eine Zahlseite einrichten, auf der man Geld ausgeben kann. Okay. Und sich dann quasi, keine Ahnung, sagen wir mal, ich biete zum Beispiel mal 15 Plätze an, als Beispiel. Ich biete 15 Plätze an und dann kann man halt, können Leute halt, keine Ahnung, sagen wir mal 20 Euro zahlen, dafür kommen sie halt auf den Server. So. Aber das funktioniert halt einfach nicht, weißt du? Wenn ich das mache, dann kommen wieder unendlich viele Scheiße. Ich kann das zwar limitieren über die Seite, also ich kann das richtig steuern, dass wirklich nur 15 Leute auf den Server kommen, wenn sie zahlen und so. Aber das ist halt nicht so einfach, weil du musst es ja auch immer im Blick behalten und alles und ach. Es ist harte Arbeit, Rainer. Es ist harte Arbeit und ich glaube, in deinem tiefen Inneren ist dir bewusst, dass da nur Hater draufkommen und dass du die Arbeit auch gleich sparen kannst. Dass die paar Mark 50, die du denen abgejuckelt hast vorher, ne, dass die dich nicht weiterbringen. Die bezahlen nicht einen nennenswerten Teil deiner Schulden. Ne, die bezahlen vielleicht irgendwie
einmal Lieferando Fressi bestellen. Ganz kurzer Endorphin-Kick und das war's. Das ist nicht einfach. Das ist ein bisschen beschissen alles. Aber so an sich, also Wolbani ist ja lange arbeiten und ich habe ja jetzt auch den Tag über nicht immer unbedingt Zeit. Musst du ja, das zwingt euch doch niemand. Ja, ist okay für dich so, ja. Hä? Du tust so, als würde ich nur darauf warten, den ganzen Tag, dass sie online kommt. Hä? Ich weiß ja nicht, was du den ganzen Tag machst. Will man wild onanieren durch die Stadt laufen? Nein. Ja, brauchen wir nicht drüber reden, was da dran falsch ist. Erstens, er hat das Haus seit 1,5 Jahren nicht mehr verlassen, mindestens. Zweitens, laufen, haben wir gelacht. Der Drache läuft schon lange nicht mehr, Drache wongelt, wenn es im besten Falle. Und ja, wild onanieren, ja. Für wild onanieren müsste man in der Lage sein, eine Erektion zu bekommen. Und ich habe ja auch meine Aufgaben. Vorhin zum Beispiel, als du mir geschrieben hast, war ich gerade mit einem Kumpel im Talk. Nur mal als Beispiel. Also ich habe schon auch die Sachen, die ich mache. Ich meine, ich habe ja heute auch den ganzen Tag zum Beispiel damit verbracht, Blogs zu schreiben. Ich meine, ich habe früh um 7 angefangen und war irgendwann mittags um 12 fertig. Ja. Dann habe ich ein bisschen Haushalt gemacht. Ich habe die Küche gekehrt. Ich habe, Esszimmer kann man das nicht nennen. Ich habe das Wohnzimmer gekehrt gehabt. Küche habe ich gewischt gehabt auch noch. Okay. Lügenlord. Die Küche. Rainer, du wohnst auf irgendwie 10 Quadratmeter in dem Puff. Ne? Arbeitszimmer, Küche, Wohnzimmer. Ist alles derselbe Raum bei dir, Rainer. Und den hast du weder gewischt, noch aufgeräumt, noch Staub gesaugt, noch irgendwas, Rainer. Und du hast auch nicht stundenlang an irgendwelchen Blogs geschrieben. Das ist so das ist alles harte Arbeit. Ne? Nichts davon ist passiert, Rainer. Du hast bis mittags geschlafen. Vielleicht hast du irgendwie 20 Minuten der KI gesagt, schreib mir mal was über dieses Tier. Und dann Fresswegstaddel. Warten, bis die Mullen von der Arbeit in den Discord reindroppen, um sie anmachen zu können. Hab meine Spülmaschine, ja klar, ich habe meine Spülmaschine eingeräumt. Habe ein bisschen Wäsche gemacht. Also ich hab schon auch so meine Aufgaben im Laufe des Tages halt so. Ja, da hast du ganz schön viel geschafft heute. Mehr als ich auf jeden Fall. Ja, mit dem Unterschied, dass du in der Uni warst. Es sei denn, das Amt weigert sich irgendwie aus irgendwelchem Grund momentan die Zahlungen zu machen und Uwe lässt ihn praktisch das, was sie zu wenig kriegen, durch Arbeit in der Pension abstottern. So, da darf dann Rainer irgendwie, ist dann das Hausmädchen. Aber da wird die Hausmädchen-Story schreiben. Kann er dann die Wäsche waschen und die Spülmaschine einräumen, unten den Gastraum rausfegen. Wenn Uwels Nazi-Kumpels kommen, dann kann er ihnen das Bier zapfen. Das finde ich nicht. Ja. Aber ich hab heute halt auch den Blog geschrieben und der Blog hat halt, also den Blog musst du halt im Prinzip rechnen, ein Bestiariumseintrag hat ungefähr 2 Seiten, also DIN A4, ungefähr. Ja. Da musst du rechnen, 5 Beiträge haben wie viele Seiten? Was? Warte mal, ich war gerade raus. Wie war das nochmal mit einem? Du bist doch die Mathematik. Ja, aber das heißt nicht, dass ich rechnen kann, Spaß. Alles gut. Wie war das mit einem? 8 Seiten. Was? Müssten das sein. Mein Internet. Nee, 10 Seiten müssten es sein. Ja, es sind 2 Seiten auf 5 Beiträge, also 10 Seiten. Okay. 2 mal 5. Ja. Und dann haben wir neben den 5 Seiten auch noch 4 Seiten für den anderen Beitrag, den ich geschrieben habe. Also es ist bei 14, fast 15 Seiten. Aber so ihr ganz ehrlich sei, am Anfang, als er gesagt hat, wie viele Seiten, wie viele Einträge, ich habe auch gemerkt, mein Hirn hat abgeschalten. Ich habe ihm auch nicht mehr zugehört. Wenn irgendwas mit Zahlen blubbert, da ist das Bärchen auch schon so konditioniert, da schaltet das Hirn aus. Das ist einfach, er redet wieder von Zahlen. Da brauchen wir nicht zuhören. Ja. Wild. Ist ja auch 2 Beiträge, A5 Beiträge, A10 Seiten oder sind es insgesamt 10? Man weiß es nicht, Rainer. Seiten, die ich geschrieben habe. Ja, nicht dazu schlecht. kommt dann meine Wäsche, die ich gemacht habe. Wobei das halt eigentlich nur in die Waschmaschine reinhauen war und dann nachher in den Trockner. Das habe ich gemacht, nachdem ich aufgestanden bin und meinen ersten Beitrag geschrieben habe, habe ich die Wäsche in die Waschmaschine geschmissen. Als ich den vierten Beitrag geschrieben habe, habe ich sie in den Trockner gehauen. Okay. Und nachdem ich den
Und nachdem ich den 6. Beitrag geschrieben habe, also den letzten dann, habe ich sie zusammengelegt. Ja, das war doch... Oh, Entschuldigung. Waren noch 5 Beiträge, 2 Seiten. Jetzt hast du einen 6. Beitrag geschrieben. Was jetzt? Und in den Schrank geräumt. So, dann habe ich die... dann habe ich, nachdem ich den 6. Beitrag geschrieben habe, zwischen dem 5. und dem 6. Beitrag ist ein bisschen Zeit vergangen, da habe ich die Küche gemacht. Also Küche, gestellt in die Spülmaschine. Also er lügt jetzt hier sich einen arbeitsreichen Alltag zusammen. Ja, ich bin ja jetzt sofort, ich kenne mich aus, ich mache ja so viel, den ganzen Tag bin ich beschäftigt. Sauber machen, Zeug, 5. Beitrag und so weiter, ne? Ein paar Töpfe vom Essen gestern, vom Abendessen gestern gewaschen, also gespült und dann die Spülmaschine halt nebenbei eingeschaltet. Dann habe ich den 6. Beitrag geschrieben. Dann habe ich noch Küche nach dem Mittagessen habe ich dann Küche rausgekehrt und gewischt. Dann habe ich die dann habe ich ja zwischendurch die Wäsche gemacht gehabt, wie gesagt. Also du hast dieses Jahr die Küche rausgefegt, mindestens 3-mal gesagt, die Wäsche rausgemacht, auch mehrfach. Spülmaschine hast auch mehrfach erwähnt. Für wie dämlich hältst du die Leute? Ja, dann habe ich habe dann meine Beiträge geschrieben und dazwischendurch habe ich dann die Wäsche gemacht und dann habe ich nochmal mehr Beiträge geschrieben und dann habe ich die Spülmaschine ausgeräumt und dann habe ich dann habe ich noch gekehrt und dann habe ich noch Wäsche gemacht und dann habe ich noch mehr Beiträge geschrieben und dann habe ich die Spülmaschine sauber gemacht und Wäsche habe ich auch noch gemacht und rauskehrt habe ich auch noch im Übrigen. Und dann habe ich noch mehr Beiträge geschrieben, einen 5., einen 6., einen 7. Obwohl ich vorher gesagt habe, dass ich bloß 5 Beiträge geschrieben habe. Außerdem Motorrad gefahren bin ich auch noch nicht halt. Gegessen hat der Quiz auch noch nichts. Rainer, halt dein Maul. Gib da wenigstens ein bisschen Mühe beim Lügen. Ein kleines bisschen. Oder lüg halt einfach nicht. Und ich weiß, das kommt jetzt bei der Frau vielleicht nicht so geil an. Und du sagst, ja, du, keine Ahnung, ich hab bis Mittag geschlafen. Ne? Und dann habe ich ein bisschen daddelt und ein bisschen Selbstbefleckung gemacht. Und dann habe ich gewartet, dass ihr hier auf den Discord kommt, um euch zu belästigen, solange bis euch zu blöd wird. Und danach dattle ich wieder bis um 7 in der Früh irgendwelche Kinderspielchen und dann werden wieder bis mittags geschlafen. Duscht habe ich seit 3 Wochen nicht mehr, Wäsche waschen, warum dann auch, ne? Stinken tut's, wie wenn man 5 verweste Stinktiere irgendwie in der Ecke liegen hätte. Aber ist ja wurscht, ha? Uwe kommt einmal am Tag mit dem Eimer und macht den Druck voll. Draußen alles, müsste dann alles gewesen sein, im Zusammenhang. Und dann habe ich die Rainer, die. Überlegen. Ja, und dann habe ich mich mit meinem Kumpel zusammengesetzt. Ja, und das war so ziemlich dann mein Tag. Ja, aber krass, wie strukturiert du das alles durchziehst. Also ich habe immer ein bisschen... Das mache ich nicht strukturiert, das war nicht strukturiert, das war einfach so, naja, ich habe das einfach so zwischendurch durchgezogen. Ja, das ist... Ja, einfach zwischendurch durchgezogen, wisst ihr, der Rainer ist ein super fleißiger Mensch, ne? Der, wenn sieht, dass irgendwas gemacht werden könnte, ja, dann lässt ihm das keine Ruhe, das muss gemacht werden, das ist ein fleißiges Bienchen, der Rainer. Den ganzen Tag immer bloß am Arbeiten. Man unterschätzt das ganz gerne mal, ha? Wie viel so arbeitsloser Vierteltonner, wie viel der leistet den ganzen Tag. Ja? Das ist halt zum Beispiel was, das würde mir schwerfallen, wenn ich jetzt nicht eine vorgegebene Struktur hätte, zum Beispiel ich muss dann und dann, dort und dort sein, ich habe Termine und so. Wenn ich das nicht hätte, dann glaube ich, würde ich so ein bisschen versumpfen, weil ich muss mich ja dann immer selber motivieren, so das alles zu machen. Kann ich mir vorstellen, allerdings ist es bei mir halt auch letzten Endes so, letzten Endes ist für mich halt einfach ein normaler Tagesablauf. Weißt du? Ich stehe halt morgens auf, dann setze ich mich an den Rechner, meistens mit einer Tasse Kaffee. Ich komme halt meistens. Ich komme halt meistens. Ich hab keinen Bock mehr auf meine Mutter. Halt. Halt, stopp. Ach, hier. Also, im Prinzip stehe ich halt morgens auf, dann gehe ich aufs Klo. Während ich aufs Klo gehe, drücke ich schon auf die Kaffeemaschine, weil ich an der Kaffeemaschine vorbeilaufe.
wenn ich vom Klo zurückkomme, ist die Kaffeemaschine heiß, dann mache ich mir meinen Kaffee und dann mit dem Kaffee setze ich mich an den Rechner. Ja, und da bleibe ich dann im Normalfall ewig und 3 Tage sitzen. Ja. Und wenn ich dann halt zwischen... Ja, das ist ja wenigstens ehrlich einer. Also soweit glaube ich es dir. Bis auf das morgens aufstehen. Morgens war, glaube ich, das Wort, was ich ihm nicht glaub. Aber der Rest hört sich für mich glaubwürdig an. Ne? Aufstehen, Kaffeemaschine anmachen, Schaum ablassen. Rechner hinsetzen. Und dann da kleben bleiben. So lange, bis es das nächste Mal zum Schäumen muss oder bis ins Bett geht. Zwischendurch nochmal 5-mal Kaffeemaschine, aber ich glaube, die Kaffeemaschine ist bei ihm immer in Griffreichweite. Das war damals auf der Zahlencouch auch schon so. Die war immer so hinter ihm, dass er bloß nicht hat aufstehen müssen. Ne? Kaffeepad rein, Tasse drunter, Knöpferl drucken. Ja, deswegen war ja auch dann immer die Milch nebendran, die ist ja immer schlecht worden. Weil das gestinkert war, dass er kurz aufsteht, in die Küche wongelt und sich ja Milch rüberholt, die in seinen Kaffee reintut und die Milch danach wieder in den Kühlschrank tut. Das war nicht möglich, deswegen ist ihm dauernd die Milch verreckt. Deswegen hat er dann auf die Amazon-Battle-Liste dann auch irgendwann ein Milchkännchen gesetzt, weil er sagt, er braucht das dringend, weil ihm die Milch immer schlecht wird, wenn er die hier drin stehen lässt, am Fensterbrett in der Sonne. Und weil, wie gesagt, aufstehen und in den Nebenraum gehen, um die Milch schnell zu holen, sie in die Tasse zu tun und sie wieder zurückzubringen. Oder, ganz wilder Take, die Milch in irgendeinen anderen Behälter reinfüllen, den du irgendwo in deinem Loch da gehabt hast. Und das mit rübernehmen, damit man sich dann davon über den Tag hinweg immer ein bisschen Milch in den Kaffee reintun kann. Auf die Idee ist er nicht gekommen. Ein sauteures Milchkännchen hat her müssen. Dafür hat er natürlich die Barren nicht gehabt. Und für so einen Schmarrn schmeißt doch der Rainer sein Geld nicht aus dem Fenster. Das haben ihm schön die Haters bezahlen müssen. Deswegen landet es postwendend auf der scheiß Amazon-Bettelliste. Durch mal aufstehe und mal aufs Klo gehe, dann lege ich ein paar Sachen in die Spülmaschine, mache mal Wäsche. Das mache ich alles nebenher. Das ist für mich einfach, das ist kein Tagesablauf, dass ich das irgendwie jetzt durchplane oder so. Ich bin nicht heute Morgen aufgestanden, war auf dem Klo und habe dann meinen Tagesablauf durchgeplant, sondern ich habe das halt dann einfach so nebenbei durchgezogen. Okay. Weil ich bin halt aufgestanden und habe dann gemerkt, Küche dreckig. Ja, Rainer, ganz ehrlich, aber wenn ich wirklich Arbeitsloser wäre, ich glaube, da wird es bei mir deutlich besser ausschauen in der Bude. Wenn ich den ganzen Tag daheim bin, dann ist auf einmal so, hey, mal schnell eine halbe Stunde das Bad putzen oder mal wirklich sich eine Stunde nehmen und die Bude so richtig gescheit auf Vordermann bringen, ist dann auf einmal nimmer so wirklich wild. Ja, bei mir schaut es meistens halt deswegen aus, weil ich von der Malochen heimkomme, todeserschlagen auf Death bin und mir denke, leg mir am Arsch, das geht halt schon nur, ich mach morgen sauber oder am Wochenende. Wenn ich jeden Tag alle Zeit der Welt hätte, freilich würde ich zwischendurch ein bisschen mehr Zeit zum Aufräumen, zum Putzen aufwenden. Ist ja kein Act nicht. Wenn sie vorbeigehen, dann sagst du, hier können wir mal wieder die Ecke, können wir wieder sauber machen. Dann macht man es halt. Ne? Hat man ja dann die Energie. Ja, gut. Mache ich nachher. So. Dann bin ich halt später dann vorbeigelaufen und habe halt gemerkt, ja, muss immer noch gemischt werden. Ich habe gedacht, ja gut, jetzt habe ich gerade 3 Beiträge geschrieben, jetzt kann ich mal schon die Spülmaschine einräumen. Weil ich mir egal was zu essen machen wollte. So, Frühstück. Und dann habe ich das gemacht. Und würde jetzt was zu essen machen, es war wieder kein sauberes Geschirr nicht da. Ja? Der einzige Grund, wenn Rainer irgendwann irgendwas abgespült hat, es war, wenn tatsächlich kein sauberes Geschirr mehr da war und der praktisch dazu gezwungen wurde. Schnell eingeräumt, habe ich gefrühstückt und dann habe ich halt zwischendurch noch gemerkt, ich habe nichts Sauberes zum Anziehen, will aber nachher noch duschen. Dann habe ich halt einfach, geduscht habe ich immer noch nicht. Dann habe ich halt gedacht, okay gut, ja, ich habe halt das schon in die Waschmaschine geschmissen. Ja. Und so ist halt das Stück für Stück entstanden. So. Das ist halt nicht so, dass ich das durchgeplant hätte oder so. Es ist halt alles so, es läuft halt alles parallel nebenher. Aber gut, dass du das trotzdem so halt einfach alles... Also ich habe, wie gesagt, das ist vielleicht ein Problem, was nur mich betrifft, wenn ich nicht in die Uni gehe. Es gibt ja Phasen, da ist so vorlesungsfreie Zeit. Da habe ich quasi nichts zu tun und das, weiß ich nicht, auch mal 1-2 Monate lang oder so. Und dann, weiß ich merke halt einfach,
dass bei mir nichts vorangeht, dass ich nichts irgendwie richtig auf die Reihe kriege. Ja, aber dazu kann ich dir auch was sagen. Ja. Wenn du lange Zeit zu Hause bist und nichts zu tun hast, vor allem wenn du nicht rausgehen kannst, weil du keine Kohle hast, weil du dich mit Freunden nicht treffen kannst, weil du dies und jenes und überhaupt und sowieso nicht machen kannst, dann hast du immer die Situation, dass du irgendwann dastehst und dir denkst, was mache ich jetzt? Ja, und dann merkst du halt, deine Küche ist dreckig. Und dann machst du halt das. Dann merkst du, dann hast du keine saubere Wäsche mehr. Dann machst du halt das. Dann merkst du, du stinkst. Also gehst du dich duschen. Dann merkst du, ich habe keine... Ja, weiß ich nicht, Rainer. Ob du das nur merkst, dass du stinkst und ob du dann duschen gehst, wage ich zu bezweifeln. Duschgel mehr, dann gehst du einkaufen. Dann merkst du, du hast keine Lebensmittel mehr, dann gehst du einkaufen. Das sind so Sachen, das... Ja, wie der allerletzte Depp. Ja, ich habe kein Duschgel mehr. Dann geht er in den Supermarkt und kauft sich Duschgel. Dann kommt er zurück und merkt, ich habe keine Nudeln mehr. Dann geht er in den Supermarkt, kauft sich Nudeln. Dann kommt er zurück und sagt, Soße bräuchte ich auch noch. Dann geht er in den Supermarkt und kommt, ich würde es ihm zutrauen, ganz ehrlich. Ich würde es ihm zutrauen. So saublöd ist der Moscho. Ja, Diagnose HDS. Ist auch nicht so, ich plane das auch nicht durch. Aber ich merke halt im Laufe des Tages über, da fehlt was. Und weil ich halt nichts Besseres zu tun habe, ziehe ich dann halt einfach durch und sage, okay, dann mache ich das jetzt halt schnell. Ja, Rainer weiß, warum ich da das nicht glaube? Weil ich gesehen habe, wie es in der Schanze ausgeschaut hat. Und du hast auch damals nie irgendwas Besseres zu tun gehabt. Wieder dessen, dass du behauptet hast, dass du der schlimmste Malocher aller Zeiten bist. Und die Sklaven, die die Pyramiden aufgebaut haben, waren faule Drecksäcke verglichen mit dir. Alles gut. Ne? Und trotzdem hat die Butze, die hat ausgeschaut wie hingeschissen. Du hast da nie auch nur einen einzigen Finger gekrümmt. Ja, hier, man hat das gesehen, in der Scheißschanze waren tatsächlich schon so hoch, wie so Schnee, den es hinweht auf so einer Treppe, war schon der Staub an der Seite von den Treppenstufen und nur in der Mitte, da wo er mit seinen Elefantenhaxen hochgewongelt ist, da war es staubfrei. Der Rest war alles verasselt, Rainer. Es war alles verasselt. Du hast nie irgendwo auch nur eine Sekunde an Staubsauger oder dergleichen einmal in der Hand gehabt, Rainer. Seitdem du diese Bude geerbt hast, nichts, keinen Handschlag mehr. Das Allernotwendigste, wie gesagt, wenn das Geschirr dreckig war, dann ist es sauber gemacht worden, damit man weiter fressen kann. Ansonsten nichts. Nicht Staubsaugen, nicht putzen, gar nichts, Rainer. Da habe ich wenigstens was zu tun für die nächste halbe Stunde. Okay, das ergibt Sinn. Ja, und ich müsste mein Bein einreiben, weil ich merke gerade nämlich, dass meine Haut abgeht. Hast du dir da irgendwie... Oh Leute, ich hoffe, ihr hört euch das nicht beim Essen an. Ich wüsste mein Bein... Sehr sexy Konversation, Rainer. Das ist das Gegenteil von Dirty Talk. Normalerweise denkst, keine Ahnung, ruft einer bei so einer 090er Nummer an oder so, ne? Und sie so, was machst du? Ja, ich reib mir das Bein mit Lotion ein. Und dann, warum? Die Haut geht mir ab. Rainer, ich würd dem auf einer Skala von 1 bis 10 der Sexiness vielleicht so eine 0,2 geben. Das Bein eintreiben, weil mir die Haut schon wieder abgeht. Das ist so ein Ghoul aus Fallout oder sowas. wehgetan, oder? Nee, ich hab Doch, ja, er hat sich wehgetan. Er hat sich selbst verletzt über Jahre hinweg, die er seinen Körper zugrunde gerichtet hat. Mit Mikrowellen, Cheeseburgern und Ofenkäse. Und Schwippi-Schwappi. Literweise, jeden Tag. Jeden Tag ein Backerl Zucker. Ich habe wegen Wasser und Wassereinlagerung aktuell extrem trockene Haut. Das ist echt übel gerade. Wovon kommen denn die Wassereinlagerungen? Das liegt Weil er dick ist. Deswegen hat er diese Wassereinlagerungen. Ne? Weil er dick ist. Okay, die muss... Der eine Kater, den wir haben, hätte mal ein Hund werden sollen. Moment. Und los. Er ist eine kleine Spielmaus und die bringt er mir jetzt gerade immer und da muss ich die mal werfen. Dann bringt er sie wieder. Du bist niedlich. Nee, die Wassereinlagerungen, die hat er, weil er dick ist. unter anderem an meinem Gewicht. Ja. Unter anderem, Rainer. Ja?
liegt unter anderem am Gewicht. Liegt auch daran, dass du, nachdem sie dir die Gallenblase rausgeschnitten haben, deine Ernährung null umgestellt hast. Ja? Daran könnte es auch liegen. Und ja, am unbehandelten Diabetes liegt es wahrscheinlich auch. Nicht nur, also da hängen viele verschiedene Faktoren dabei dran. Ich kenne das irgendwie nur so von, also meine Oma hatte das eine Zeit lang richtig schlimm, weil sie halt ein relativ schwaches Herz hatte und da hat die übelst Wasser in den Beinen immer gehabt. Ja, natürlich ist wahrscheinlich das Herz bei Rainer, ne, ähnlich trainiert wie die anderen Muskeln, aber wahrscheinlich auch stark überlastet. Ne? Du musst durch diesen Koloss auch erst einmal versuchen, gegen allen Widerstand das Blut da durchzubringen. Ne? Das halt schon zu 70% aus Cholesterin besteht. Ich glaube, das ist wie durch hohes Wasser warten. Für das Herz. Und zwar dauernd und immer. Und Gott bewahre, muss er mal Treppenstufe gehen. Ich sag's euch, wie dieser Mann sterben wird. Dieser Mann wird sterben in dieser Butze auf dem Scheißhaus, weil er zu hart gepresst hat und ihm irgendwo dann ein Blutgefäß geplatzt ist. Der Mann wird beim Scheißen tot vom Pott fallen. Das ist meine Prophezeiung. Innerhalb der nächsten 9 Jahre. Wenn es nicht innerhalb der nächsten 9 Jahre passiert, dann kriegt Matti 50 Euro von mir. Das machen wir nicht. Oder was, 100? Matti, sag mal, aber um wie viel haben wir gewettet? 50 oder ein 100er, dass der es nicht bis 45 macht? Und das kann auch davon kommen, ja. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, woran das liegt. Bei mir kommt es zum Großteil von meinem Gewicht. Ja. So, ich bin gleich wieder da, ich muss mal kurz ins Bad. Ja, alles gut. Aber weil ich jetzt gerade drüber nachgedacht habe, ne? Ja. Wenn du keine Zeit hast oder was für die Uni oder so machen musst, ne? Ich hoffe, die haben ja auch jetzt die Zeit rausgeschnitten, wo er im Bad war und der hat nicht einfach das Headset aufbehalten und ist auf den Pott gegangen. Ja. Kannst du das für auch sagen? Also du musst ja keine Rücksicht auf mich nehmen. Ja, alles gut. Also gerade geht's. Also gerade habe ich jetzt nicht so viel zu tun. Ja, ich sag's nur. Ja, alles gut. Ach so, ich sollte meine Tablette. Ach nee, habe ich aber schon genommen. Was hast du genommen? Meine Tablette. Okay. Gegen Wassereinlagerung oder was? Sollte ich eigentlich auch nehmen. Aber nee, ich habe aufgrund von Entzündungen von jemandem empfohlen bekommen, regelmäßig, wenn man Wasser hat, Omega-3 zu nehmen. Das ist wohl Okay. Von jemandem. Das wäre vielleicht der Arzt gewesen sein, ha? Aber wahrscheinlich, wenn dir sonst nichts empfohlen hat, war es vielleicht doch kein Arzt. Weil der Arzt hätte dir empfohlen, dringend jede Menge Gewicht zu verlieren. Und die Zufuhr generell von Fett auf ein Minimum zu beschränken. Ne? Da dein Körper Fett nicht mehr ordentlich verstoffwechseln kann. Weil du in deinen 20ern bereits deine Gallenblase mit Monster Energy kaputt gesoffen hast. was auch eigentlich eher fürs Herz ist, aber das soll wohl auch bei Entzündungen und so weiter helfen. Und für alle Fälle soll man da mal ein bisschen mehr nehmen in meinem Alter. Ja. Mit meinem Gewicht. Deswegen habe ich damit angefangen. Also ist das jetzt nicht irgendwie was vom Arzt oder so, also nicht gegen irgendwas Schlimmes? Nö. Omega-3 kriegst du ganz normal im Drogeriemarkt. Okay, na dann. Ja. Aber hast du denn so mit Omega-3, ja, das hört sich ja wieder an wie so eine Corona-Variante, oder? den ganzen Hatern, keine Ahnung, wie auch immer, die Möglichkeit überhaupt so richtig zum Arzt zu gehen? Naja, grundsätzlich kann ich überall hingehen, wo ich hin will. Das Problem. Ja, keine Ahnung. Wahrscheinlich dann doch eher im Zoo, weil die haben die einzigen Wagen, die für sein Gewicht nur ausgelegt sind. Wo man dann wirklich nachschauen kann, Herr Winkler, die 300-Kilo-Staffel fängt bald an. Ist immer, wenn sie herausfinden, wo ich eigentlich bin, dann bauen sie da halt immer übelst nervigen Terror ein. So, dann spielen wir doch mal eine Runde Ori and the Will of the Wisp. So, ich will mal was ausprobieren. Das allerdings hinkriegt, ist die Frage. Wahrscheinlich nicht, Rainer. Also wenn es ums Daddeln geht, höchstwahrscheinlich nicht. Es wird gezockt. Überspringen. Danke, Leute, danke. Ich weiß nicht, warum man es überhaupt dann reingenommen hat, aber danke, dass ihr mir auch wirklich dieses Mal sagt, ja, es wird gezockt. Interessiert keine alte Sau. Das sind 10 Minuten verschwendete Lebenszeit, wenn ihr euch das anschaut und fertig ist, dann drüber geht er da Peter. Erzählen? Ich wollte nur fragen, du hattest doch bestimmt schon einen Freund. Warum hat das nicht geklappt? Oder einfach, Ja, Rainer, das ist vielleicht auch wieder was du nicht nachvollziehen kannst, der du noch nie eine richtige Beziehung hattest. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass
ein Mensch heutzutage, gerade in der westlichen Welt, in unserer offenen Gesellschaft, mit dem Menschen bis ans Lebensende zusammenbleibt, ja, mit dem er seine erste Beziehung hat, ist relativ gering. Ich meine, es kommt vor, ich kenne auch Leute, bei denen war es die erste Beziehung und die waren dann einfach immer zusammen und die sind jetzt in meinem Alter und sind es immer noch. Und das mag auch schön sein, so, aber es ist nicht der Regelfall. Die meisten Leute haben dann ihre ersten Beziehungen und die gehen dann auseinander und die meisten Leute, die ich kenne, die dann wirklich, wo es dann was Festes draus geworden ist, da hat man sich so mit Mitte, Ende 20 getroffen. Ja. Aber hey, du hast doch mal einen Freund gehabt. Warum bist denn du jetzt wieder Single? Ja, weil man sich halt auch mal trennen kann, ha? Vertan, sprach der Hahn und stieg von der Ente. Weil er hat einfach gemerkt, dass man nicht zusammenpasst. Ja, das hat sich halt so ein bisschen auseinandergelebt. Wir haben halt, also ich war halt schon 3 Jahre mit ihm zusammen so und am Anfang, Okay. naja, es ist ja schon so, dass man sich im Alter von so, keine Ahnung, 16 bis 19 Jahren nochmal ganz schön verändert. Und wir haben halt festgestellt, dass wir uns so total in unterschiedliche Richtungen entwickelt haben und dass dann das so quasi, was wir wollten, nicht mehr so richtig zusammengepasst hat. Und ich meine, ich bin ja dann auch studieren gegangen und er hat halt eine Ausbildung gemacht zu Hause noch auf dem Dorf. Also hatten wir dann immer so ein bisschen eine Entfernung auch, die wir überbrücken mussten. Und er hat halt seine eigenen Leute gefunden und ich habe meine Leute gefunden. Und ja, irgendwie haben wir nicht genügend Zeit miteinander verbracht und genügend Energie reingesteckt, sodass dass es dann halt irgendwann so sich angefühlt hat, als würden wir nur so nebenbei, also jeder lebt sein eigenes Leben und wir sehen uns halt irgendwann mal so und das hat es dann halt auch nicht gebracht irgendwie. Okay, also hat sich grundsätzlich einfach auseinandergelebt. Ja, und ansonsten so gerade mit Frauen und so, da hatte ich mit Beziehungen tatsächlich weniger Glück. Also du hast schon recht, es ist leichter da als Frau einen Mann zu finden, als eine Frau zu finden, so generell. Also ist auch für Frauen nicht so leicht, eine Frau zu finden, wie einen Mann zu finden. Ja, das mag vielleicht auch daran liegen, dass halt einfach deutlich mehr heterosexuelle Frauen gibt als homosexuelle Frauen. Ja, das ist natürlich dann schwieriger für die eine Partnerin zu finden. Vollkommen klar. Das denke ich mir. Wobei es, glaube ich, für eine Frau trotzdem immer noch leichter ist, eine Frau zu finden, als einen Mann zu finden. Wie? Weil bei Männern, naja, Hä? Ich glaube, was er sagen wollte, also er hat gesagt, es ist für eine Frau einfacher, eine Frau zu finden, als einen Mann zu finden, was Bullshit ist, aus den Gründen, die ich gerade vorher erörtert habe. Was er sagen wollte ist, es ist wahrscheinlich in seinem Kopf immer noch einfacher für eine Frau, eine andere Frau zu finden, als für einen Mann, in dem Fall ihn, eine Frau zu finden. Und das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Ich glaube, dass es lesbische Frauen schwieriger haben auf dem Datingmarkt als heterosexuelle Frauen. Da bin ich der festen Überzeugung, dass die es schwieriger haben. Ich glaube, das ist auch ein härter umkämpfter Markt. Ja, also, ne? also es ist halt grundlegend so, dass eine Frau bei einem Mann als allererstes denkt, ja, der will mich nur ficken. Hm, Und bei dir haben sie ja auch immer recht, Rainer. Bei dir haben sie ja auch immer recht. Rainer, du und solche Typen wie du seid der Grund dafür, dass das so ist. Dass Frauen sich dann immer denken, oh Gott, ja, der will ja nur Ding. Da hast du halt als Mann einfach von vornherein schon das Problem, dass du dich halt erst einmal gegen dieses Vorurteil wehren musst. Ja, und du wehrst dich sehr, sehr schlecht gegen dieses Vorurteil, Rainer. Du bestätigst dieses Vorurteil mit jedem Wort. Hör dir die Leaks nochmal an, Rainer. Hör sie dir nochmal an. Und mach ein Trinkspiel. Jedes Mal, wenn du sexuelle Belästigung begehst, an kurzen trinken. Wenn du dir nicht sicher warst, ob sexuelle Belästigung ist, 2 kurze trinken. Du machst das nicht lang. Du kommst über den ersten Leak nicht drüber weg. Das sind 3 Stunden voller sexueller Belästigung. Das stimmt. Mhm. Okay. Ja, weil du letzten Endes halt in die Situation kommst oder in der Situation bist, dass du halt der Frau erst einmal klar machen musst oder die Frau erst einmal verstehen muss, Ja. dass die für dich mehr ist als nur halt. Das musst du erstmal verstehen, die dumme Frau. Und das musst du erstmal klar machen, weil die sind ja so dumm, die checken das gar nicht, Rainer. Das ist natürlich logisch. Ja, was labert der Mann? Was labert der Mann? Ja, die musst du erstmal verstehen. Ja, Rainer,
gerade bei dir verstehen das die Leute sehr, sehr, sehr schnell, worauf du es anlegst und worauf nicht. Tittenfotze. Ja. Bescheuert ausgedrückt. Ja, ja. So. Und da ist aber an der Stelle dann das Problem auch da, dass die meisten Frauen einem Mann, gerade wenn sie schon Erfahrungen mit Männern haben, Ja. oft nicht glauben. So, gerade ältere Frauen und so, die denken dann halt immer, naja, der will mich bloß bumsen. Und ja, der kann mir erzählen, was er will, weil letzten Endes ist es irrelevant, was er mir erzählt, weil der macht nur das, der sagt das nur, dass ich die Beine breit mache. Und wie gesagt, letzten Endes ist es halt auch so, dass auf jeden Mann, dass auf jede Frau hunderte Männer kommen. Weißt du? Also auf jede Frau kommen. Nein, Rainer. Es kommt. Nein. Wir befinden uns nicht in China, wo sie diese Ein-Kind-Politik über Jahrzehnte durchgezogen haben und sich jetzt wundern, warum sie einen Männerüberschuss haben. Weil, ne, in manchen Fällen dann gesagt hat, ja, ein Kind, wir brauchen dringend einen männlichen Nachkommen, dann schauen wir mal, ja. Wenn gleich einer gekommen ist, passt, dann hat man nicht weitergemacht. Und ansonsten ist es halt da auch passiert, dass man sich gesagt hat, probieren wir es halt nochmal, trotz Ein-Kind-Politik, ja, dann sorgen wir halt dafür, dass wir dann nur ein Kind haben. Das ist auch vorgekommen. Und da ist es so, dass du einen massiven Männerüberschuss hast. Bei uns nicht, bei uns hast du ziemlich genau 50-50 Bevölkerungsanteil Männer-Frauen in Deutschland. Plus, minus. Ne? Eine reinersche Fernsehlänge. Also kein großer Unterschied. Auf jede Frau kommen hunderte Männer. Ich selten so eine Scheiße gehört. Kommen Dutzende Männer und du musst dich als Mann... Ah ja, Dutzende. nicht nur mit Frauen, sondern auch gleich mit Männern auseinandersetzen, damit du halt in einer Beziehung überhaupt zu Potte kommst. Und das ist halt gar nicht so einfach. Aber ich finde so... Warum musst du die mit Männern auseinandersetzen? Warum, Rainer? Wenn andere Typen auf dieselbe Frau stehen, auf die du auch stehst, das ist doch vollkommen egal. Das ist doch vollkommen wurscht. Wenn du für sie der objektiv beste Fang bist, wird sie sich für dich entscheiden. Das ist doch vollkommen wurscht. Dann brauchst du mit den anderen überhaupt nichts zu tun haben. Läuft jetzt hier gerade schon wieder so ein archaischer Film bei ihm im Kopf ab, oder? Die Männer, das sind immer ganz viele auf ein Weibchen und dann müssen sie sich drum schlagen und der Überlebende, der Letzte, der kriegt sie dann. Der schlägt sie dann auf die Brust. Blut läuft ihm am Gesicht runter. Einen lauten Schrei gibt er. Dann schleift er sie in die Höhle. Rainer, 2025, Digga. Es ist 2025 in Deutschland. Du gehst da eigentlich schon voll gut damit um, im Sinne von, dass du immer so fragst, so ist das okay so gerade oder sind die Witze zum Beispiel zu viel oder so. Also das ist schon echt, das machen auch nicht alle. Weil ich deswegen, weil mir immer vorgeworfen wird, das sind wir wieder beim gleichen Thema, wie vorhin mit der Sache, wenn meine eigenen Kinder wickeln. Mir wird immer ungerechtfertigterweise vorgeworfen, dass ich halt Frauen sexualisiere. Ja, ungerechtfertigterweise, Rainer. Ungerechtfertigt, ganz fürchterlich ungerechtfertigt ist das alles. Rainer, wir haben die Leaks, die ganzen Bärchen-Leaks, wir haben sie alle. Wir haben die Aufnahmen davon, wir haben die Screenshots davon, wir können dir das alles zeigen. Das ist alles nicht ungerechtfertigt, Rainer. Wie du im Discord, wie du im Stream, wie du überhaupt mit Frauen umgegangen bist, dein ganzes Leben lang. Das ist sehr gut dokumentiert. Und auf der Basis wirft man dir das vor, ja, dass du ein Sexistenschwein bist. Auf der Basis wirft man sich das vor. Das ist nicht komplett grundlos aus dem Arsch gezogen, Rainer. Weil mir halt das Thema Sex und so weiter allgemein sehr wichtig ist, so. Ja. Und Nein, das Thema ist dir nicht wichtig. Du bist vollkommen besessen von diesem Thema. Du bist vollkommen besessen. Du bist wie du und dieses Thema, das ist wie ein schwerst Heroinabhängiger auf Cold Turkey, der an nichts anderes mehr denken kann. Mit dem Unterschied, dass du noch nie Sex hattest und der Heroinabhängige hat Heroin schon mal genommen. Also, ne? Das ist der Unterschied. Ne? Um seinen Zustand herzustellen, darf man es noch nie genommen haben und bei einem Heroinabhängigen ist genau andersrum. Aber das Gefühl ist das gleiche.
All deine Gedanken drehen sich nur darum. Du bist krankhaft besessen von diesem Thema. Auf eine für mich besorgniserregende Weise. Also weil mir das Thema sehr wichtig ist, das Problem daran, dass ich auf andere Menschen halt so den Eindruck mache oder den Eindruck erwecke, dass ich... Du musst dann sagen, so ein Heroinabhängiger oder so, ja. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich abhängig oder besessen bin, so. Das Thema Heroin ist mir halt einfach sehr wichtig. Ja, das ist mir einfach sehr wichtig und gerade weil mir dieses Thema so wichtig ist, wird mir ganz oft vorgeworfen, dass ich ein Junkie bin. Und jetzt entschuldigen Sie mich bitte, ne? Ich habe für 5 Euro pro Stück Schwänze zu lutschen, ich brauche einen Schuss. Ne? Den Eindruck erwecke, dass ich halt grundsätzlich jemand bin, der sehr viel... ich möchte halt von vornherein gleich klarstellen, was ich halt suche, was ich halt möchte, was ich halt erwarte. Aber das Problem ist halt, es macht letztendlich auch keinen Unterschied, wenn ich das mache. Ja, das ist geil. So, mir wird immer vorgeworfen, dass ich sexistisch Frauen gegenüber bin und dass ich die nur als Sexobjekte betrachte. Dabei sage ich nur, was ich will. Meme Rainer sagt, wie er sagt, was er will. Ich will eigentlich nur was zum Ficken. Ja, wie man dann auf die Idee kommt, dir vorzuwerfen, so dass du dich respektlos Frauen gegenüber verhältst und dass du nur bimsen willst, ja, da komme ich überhaupt nicht drauf. Ne? Wie man jetzt diesen Eindruck gewinnen könnte. Weil es mir trotzdem immer wieder vorgeworfen wird aufs Neue. Weil ich immer die Situation hatte... Rainer, es ist doch dieselbe Scheiße wie mit dem Kinderthema. Da habe ja auch erklärt, warum es dir immer wieder vorgeworfen wird und das ist auch glasklar für jeden, außer für dich, Rainer. Für jeden, außer für dich. Und das ist bei allen irgendwie sexuell gestörten Menschen so. Natürlich wollen die sich alle nicht eingestehen, dass sie sexuell gestört sind. Und die rendern sich dann alle irgendwelchen Bullshit im Kopf zusammen, warum das doch ganz in Ordnung ist. Und das hat man ja gesehen, da war es irgendwie bei Leroy damals, bevor der seinen Shitstorm hatte und sich selbst genukt hat aus dem Internet. Der hatte ja auch solche Kollegen. Ja, da war auch so ein PDF-File dort und der hat das dann auch irgendwie, der hat zwar dann gesagt, ja, er ist da in Therapie und er weiß, dass das nicht in Ordnung ist, aber der war trotzdem creepy wie Fick und man hat schon gemerkt, dass er das irgendwie alles doch irgendwie verharmlosen und ein bisschen so zurechtbiegen wollen würde, so, ja, dass das alles nicht so wild ist. Und der Typ, der irgendwie angeblich mit seinem Hund zusammen war, der hat genau dieselbe Scheiße verzapft. Ne? Der hat genau der Hund macht ihn an und so, der Hund verführt ja ihn. Das, was er gesagt hat, von wegen, ja, in seiner Story, das ist ja gar nicht ein PDF-File, weil er das Hausmädchen verführt hätte. Ne? Das sind diese typischen, ne, Wege, wie sich diese Leute das so zurechtbiegen wollen. Vollkommen Hanebüchen. Für jeden, der nicht komplett gestört ist. Nur um zu rechtfertigen, ja, nee, ich bin ja gar nicht so schlimm. Doch, mit dir und auch mit diesen 2 Kollegen stimmt irgendwas ganz gewaltig nicht im Kopf und es gehört therapiert und wenn es nicht therapierbar ist, dann tut's mir leid, dann gehört es ja weggesperrt. Ja, vielleicht jetzt nicht unbedingt in so ein trostloses Loch, wie das, in dem du gerade vor dich hin vegetierst in scheiß Zobes, aber halt auf jeden Fall ein Etablissement mit einem Zaun außenrum, wo es ein Ausbruch gegen unmöglich tendiert. So. Meine Meinung. Wenn ihr untherapierbar seid, und das sind sie oft, weil sie auch uneinsichtig sind, weil die glauben ja nicht, dass sie irgendwas falsch machen oder dass mit ihnen irgendwas nicht stimmt, dann gehören die halt weggesperrt. Fertig. Dass ich immer irgendwie komm da runter, du Sau. Ich hab was anderes zu tun, als dich hier zu jagen. Bei mir ist halt einfach das Problem grundlegend, dass ich einfach... Ja, wenn du was anderes zu tun hast, als dieses Viech zu jagen in deinem komischen Computerspiel, dann würde ich es vielleicht einfach nicht machen. Es zwingt dich keiner. Es steht keiner mit der Pistole hinter dir und sagt, Rainer, du musst jetzt, während du mit dieser Mulle schwalzt, musst du weiter zocken, sonst. Ne? Du kannst das Spiel pausieren, dich schön auf dein Gespräch konzentrieren, an normale Unterhaltung führen, vielleicht wirst du dann nicht immer permanent so komische Hanebüchen und Bullshit verzapfen.
und kannst dann, wenn die Unterhaltung vorbei ist, kannst du das Spiel wieder da aufnehmen, wo du aufgehört hast und weiter daddeln und alles ist Gutens, oder? Von allen immer halt als jemand hingestellt werde, der halt nur das eine im Kopf hat, was zum Teil halt auch stimmt, aber halt nicht alles ist, woran ich interessiert bin, aber so werde ich halt hingestellt. Und deswegen versuche ich das immer im Vorfeld klar zu machen. Ich weiß allerdings auch aus Erfahrung, dass das eigentlich keinen Sinn hat, dass ich das klarstelle, Weil dir keiner glaubt, Rainer. Weil dir keiner glaubt, wenn du das klarstellst. Und das liegt daran, dass du im Internet, im Internet, überall im ganzen Land als Lügenlord bekannt bist. Ne? Gerade dadurch, dass diese Erfahrungen bei mir da sind, oh, jetzt komme ich da nicht hin, gerade dadurch, dass ich diese Erfahrungen habe, oh, jetzt komme ich da auch nicht weiter. Alter, kriege ich jetzt einen Anfall hier gerade. Gerade weil ich halt schon sehr oft diese Situation hatte, dass mir Leute das vorwerfen. So, wenn ich jetzt das die ganze Zeit zu dir sage und du bist eine Haterin, wirst du im Endeffekt trotzdem im Internet veröffentlichen, dass ich ein Sexist bin, egal wie oft ich das sage. Aber bist du es nicht, dann weißt du, dass ich halt Rücksicht darauf nehme und dass ich halt keiner bin. Ja. Und dadurch halt die Wahrscheinlichkeit einfach viel entspannter abläuft. Das ist so geil. Ob er ein Sexist ist, entscheidet sich nicht dadurch, wie er handelt und was er tut, sagt, etc., wie er sich Frauen gegenüber benimmt. Nein. Das entscheidet sich dadurch, ob sie eine Haterin ist oder nicht. Ne? Ist sie eine Haterin, dann ist er Sexist und wenn nicht, dann nicht. Absolute Logik, Rainer. Kann man nicht mehr dagegen diskutieren. Durchgespielt, unbesiegt, mal wieder. Ja. Wenn ich jetzt mich halt wirklich die ganze Zeit so daneben benehme und dann hinterher vielleicht für dich, wenn du das irgendwann liest oder mitbekommst, dann für dich halt feststellt, ja, das, was die im Internet sagen, haben recht, weißt du? Ja, verstehe. Also für mich ist halt einfach die Situation bescheuert, weil ich muss halt im Prinzip immer beweisen, dass ich der bin, der ich bin, ohne dass ich, aber okay, das kann ich schon mal wieder vergessen. Ich habe das Wasser berührt. Ja, ich hab's gesehen, ja. Mann, bleib halt auf der verfickten Karte. Wieso bin ich jetzt wieder hier unten? Ich habe auch den letzten Stillstand gestartet. Warum? Ja, Rainer, vielleicht bist du ein wenig dumm. Das kann schon sein. Ich werde es nicht verstehen. Das ist ganz, ganz komisch gefixt hier. Was machst du? Willst du da drauf gehen? Wieso werde ich hier unten rausgeschmissen? Darf ich die Folge dann nochmal platt machen? Warte, muss ich die überhaupt platt machen? Eigentlich brauche ich die gar nicht platt machen, weil ich brauche das ja nicht. Vielleicht nochmal ein paar Minuten. So, auf jeden Fall ist halt die Sache die, wenn ich dir nichts sage, oder wenn ich mich nicht dafür entschuldige, wenn ich nicht sage, dass es ist, wenn du irgendwann drauf bist, ist es auch ein bisschen Blödsinn. Wenn ich dir aber hergehe und sage, ja, wenn dir das zu viele sagen mir das und so, und du merkst, dass ich Rücksicht nehme, dann ist dir klar, wenn das irgendwann mal rauskommen sollte, dass ich halt Rücksicht nehme und das, was im Internet steht, Blödsinn ist. Für mich ist halt das Problem, dass ich mich halt auch schon im Vorfeld darum kümmern muss, dass jemand, der irgendwelche Lügen im Internet von mir bekommt, oder über mich erfährt oder so, dass er halt im Vorfeld schon weiß, das ist eigentlich Blödsinn. So, oder extrem drauf. Ja, google mal Drachenlord, aber glaub nicht alles, was du liest. Ne? Das ist jetzt sehr verkürzt. Rainer, du hattest das schon mal schneller auf der Schallplatte. Ne? Da hättest dann nicht nochmal irgendwie eine extra long Single-Version draus machen müssen. Ne? Bleib halt bei deinem alten Text. Bin ich halt trotzdem der Idiot. Bescheid ausgedrückt. Ja, das ist meistens, ja, das ist dann so, ne? Aber es liegt halt in der Natur der Dinge, Rainer, in dem Fall. Da wirst du nichts dagegen machen können, ne? Gegen HDS gibt es halt leider keine Medizin. Ist voller als überhaupt oder eben nicht. Mehr geht nicht. Ja. Für mich sehr nervig, weil ich halt alles 10-mal machen muss. Das klingt echt anstrengend. Ja, ist es zum Teil auch. Also, aber was willst du da machen? Ja, eben. Ich denke, ich werde mich nochmal ein bisschen damit beschäftigen, was da so im Internet kursiert, wenn das für dich kein Problem ist. Ja, du mach, was du für dich ist, ne? Also, ich sag halt immer nur dazu, wenn mich jemand fragt, glaub nicht alles, was du liest, ne? Oder was du mitbekommst. Also, wie gesagt, hat einfach sehr viel Müll auch erzählt. Aber ja, also richtig viel Müll erzählt, Rainer, von dir. Von dir. Du bist professioneller Müllverzapfer. Ich musste das selber entscheiden. Okay, nehme ich gleich mal mit. Boah, weitere Energiezellen. So, wo muss ich hin? Aber warum glauben dann eigentlich so viele Leute den Hatern quasi? Ja, weil wir Beweise haben. Das ist halt das ist schwierig, ja? Rainer behauptet etwas, wir behaupten das Gegenteil, oder wir behaupten etwas und Rainer behauptet dann das Gegenteil, wir haben Beweise und er halt nicht. So.
Plädoyer beendet. Was sind das so ganz, ganz berühmte Lügen von ihm? Wo sind wir denn da? Rainer behauptet, die Hater haben all seine Fenster eingeschmissen. Wir zeigen Videos, wie er seine Fenster selber eingeschlagen hat. Ne? Lügenlord. Er hat sich nur verteidigt. Es gibt Videos davon, wo man deutlich sieht, er ist der Aggressor und er ist derjenige, der angegriffen hat. Lügenlord. Er hat gar keinen Autounfall gehabt. Lügenlord. Er hat 2 Freundinnen. Lügenlord. Tatsächlich hat er wirklich besucht da. Die hat mit einem echten Kissen nach ihm geworfen. Lügenlord. Er arbeitet sehr hart. Er hat er hat die Hausmädchengeschichte gar nicht geschrieben. Das waren die Hater, um ihn scheiße dastehen zu lassen. Lügenlord. Ich kann jetzt, glaube ich, noch ewig so weitermachen. Ahnung, vermutlich, weil sie einfach, weil die meisten Menschen eher glauben, was negativ ist, als das, was positiv ist. Es ist leichter, jemandem zu erzählen, dass du eine Nutte bist, als jemandem klar zu machen, dass du eine Studentin auf höchstem Niveau bist, die gerade graduiert und ihren... Das stimmt nicht, Rainer. Was ist denn das für ein saudummes Argument, Rainer? Nein, es geht nicht um gut oder böse, ja, oder schlecht oder sonst irgendwas. Es geht um Beweisbarkeit. Es geht um bewiesen und nicht bewiesen, Rainer. Ne, wenn die sagt, ich bin Studentin und ich sage, ich glaube sie nicht, dann sagt die erstmal Studentenausweis. Ja, okay. Da bist du Studentin. Ja? Und es ist nicht auszuschließen, dass man Studentin und Note gleichzeitig ist. Ne? Auch das soll es schon mal gegeben haben. Aber ne, Rainer, wenn du halt einfach sagst, ich bin 1,96 groß und man kann anhand dessen, ne, anhand von Fotos, wie du neben irgendwelchen Dingen stehst, von denen man genau weiß, wie groß sie sind, ablesen, dass dem halt nicht so ist. Und man kann dann sagen, hier ist ein Foto, Rainer, da stehst du neben dem Teil, da sieht man, wenn man hier einen Strich drüber zieht, dass du 1,84 groß bist. Lügenlord. Ne? Es ist Beweisbarkeit, Rainer. Das hat mit gut oder böse überhaupt nichts zu tun. Ihren 5. Master macht, weißt du? Mhm. Weil die Leute lieber Skandale hören als irgendwas Positives. Nein, Rainer, die Leute hören am allerliebsten die Wahrheit. Die Leute hören am allerliebsten die Wahrheit. Es ist einfach so. Die Leute lieben Skandale, die Leute lieben Streit, die Leute lieben Hass. Und wenn du jemandem Negatives bietest, da gibt es sogar wissenschaftliche Studien zu, wenn du jemandem etwas Negatives bietest, ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie dir glauben, leichter und höher, als wenn du jemandem positive Sachen bietest. Nein, Rainer, da geht es nicht um Glauben. Ne? Da geht es nicht um Glauben. Negative Nachrichten erregen unsere Aufmerksamkeit eher. Ne? Wir wollen trotzdem nicht angelogen werden. Aber negative Nachrichten erregen unsere Aufmerksamkeit mehr, weil das ist evolutionär natürlich auch schlau. Ne? Weil von negativen Nachrichten, da kann Gefahr ausgehen. Und das ist wichtig, das zu wissen, um uns darauf einzustellen, um unser Überleben zu sichern. Die positive Nachricht, wenn es heißt, so im Übrigen alles ist gut, ne? Wir haben keine Arbeitslosigkeit, es herrscht nirgendwo Krieg auf der Welt und jeder hat genug. Mehr haben wir heute nicht zu sagen. Danke fürs Zuhören. Weitermachen, viel Spaß mit eurem Leben. Ja, ne? Wenn aber große Katastrophe, neue Variante von irgendwie bla 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 ist unterwegs, wir werden alle sterben. Natürlich schauen da die Leute hin. Und natürlich hat das viele Leute dazu bewogen, Bullshit-Geschichten über Scheiße zu verzapfen. Weil das natürlich Aufmerksamkeit gibt. Und Aufmerksamkeit ist eine Währung. In unserer Gesellschaft noch mehr als früher, aber schon immer war Aufmerksamkeit eine Währung. Und natürlich wird man eher die negativen Sachen berichten, weil sie auch relevanter sind für die meisten Leute. Weil, hey, morgen wird ein gemütlicher Tag mit 24 Grad und einem lauen Lüftchen. Ist vielleicht schön,
die Information für mich, aber wenn es heißt, hey, morgen zieht über deinen Wohnort ein Hurricane, Stufe 6 drüber und du solltest dich vielleicht schnellstmöglich verpissen, weil du ansonsten höchstwahrscheinlich Ex gehst, dann ist das eine wichtige Information für mich, ne? Ja, weil Menschen dazu tendieren, Negatives eher zu glauben als Positives. Ja, das kann durchaus sein. Und wenn du es jetzt noch 5-mal wiederholst, wird es deswegen nicht unbedingt wahrer. Ne? Ja, es ist so. Das hat tatsächlich, glaube ich, sogar einen Namen, das Phänomen. Ich bin mir aber gar nicht sicher, wie es heißt. Ah, okay. Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt funktioniert auf die Art. Aber hast du es eigentlich schon mal so geschafft, jemanden, der quasi solche lauter Lügengeschichten und so über dich gehört hat, dann davon zu überzeugen, dass es doch nicht so ist und dass... Nee, weil es ja Beweise gibt, liebes Bärchen. Ich habe das ja schon erzählt. Ne? Es gibt dann immer Beweise und dann ist es schwierig. Ich habe diese Diskussion auch schon oft geführt mit Leuten, wo es dann, die halt von ihm wenig Ahnung haben, die dann immer kommen mit ja und kann man den nicht einfach ignorieren, bla 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 und erklärt dann immer so, naja, hier, Schandtat des Tages, das hat er gemacht, das hat er gemacht, das hat er gemacht, etc., etc., etc. Und dann kann das einfach nicht ignorieren. Dann bin ich halt in dieses Rabbit Hole reingerutscht. Ja, aber man hatte ja dann immer Beweise dazu. Und einer ist der dann da sitzt und sagt, alles gelogen ist, alles KI. Das ist die Trump-Verteidigung. Ja. du doch eigentlich Ich kenne diesen Epstein überhaupt nicht. Ja. jemand bist, der eigentlich ganz nett ist. Naja, klar, weil sonst hätte ich jetzt zum Beispiel wahrscheinlich bis heute keine Beziehung gehabt. Ja, aber die müssen dich... Rainer, du hast ja bis heute auch keine richtige Beziehung gehabt, Rainer. Du hattest keine richtige Beziehung. Moner hat dich belogen, ob der Barne. Ne? Die hat die Barne aus dem Kreuz gejuckelt. Wo keine Barne mehr da waren, da hat die sich verpisst. Ne? Der Lappen war weg, die Barne waren weg und schwuppdiwumms hat die sich in Luft aufgelöst. Die hat gehofft, dass sie noch ein bisschen Publicity kriegt, damit sie Social Media machen kann, anstatt richtig arbeiten zu gehen. Das war keine richtige Beziehung, Rainer. Auch wenn du immer was anderes sagst, ja, wenn die Leute sagen, sie müssen mit dir, dann ist es auch so. Nein, Rainer, ich weiß nicht, ob es vielleicht auch reinkommt, dass auch andere Leute dich anlügen können. Und die hat halt auch gelogen, Rainer. Die wollte nie eine Beziehung mit dir. Warum auch? Ne? Die wollte ein bisschen Publicity, in der Hoffnung, dass sie dann damit irgendwie Aufmerksamkeit, Währung, Internet, eine Social-Media-Karriere starten kann. Und die hat sich gedacht, ja komm, wenn ich ein bisschen durchs Land fahren kann und mich aushalten lassen von dem dicken Vollidioten, solange er nur 2,50 Mark in der Hosentaschen hat, dann machen wir das halt, ha. Aber es war schon deutliche Anzeichen, dass die sich von dir nicht anlangen lassen wollte, dass das keine richtige Beziehung ist. Also nicht einmal nur in der sexuellen Richtung, sondern auch einfach nur so Arm rumlegen, hat er ja gesagt, hat er eine gekesselt gekriegt. Und Schatzi durfte er auch nicht sagen, das ist ja ganz schlimm, wenn er seine ganzen Schatzi, Mausi, Bussi, Cringe Spitznamen nicht rausdroppen kann. Das ist auch schlimm. Und ja, es tut mir leid, dir das sagen zu müssen. Ne? Die Frau hat dich angelogen. Die war niemals wirklich mit dir zusammen. ja nicht vorher so aus dem Internet gekannt haben. Alle Beziehungen, die ich geführt habe, waren Menschen, die mich aus dem Internet kannten. Also, Okay. du hast schon recht, die hätten mich nicht so kennen müssen, aber es war halt eben so, die kannten mich eben davon. Ja, Rainer, und das wäre alles nicht notwendig gewesen. Ne? Viele Beziehungen, die ich geführt habe, waren Leute, die ich nicht im Internet kennengelernt habe. Lustigerweise jetzt meine längste Beziehung. Meine aktuelle habe ich tatsächlich im Internet kennengelernt, aber Digga, war Corona. Ne? Da ging es schwierig anders. Ne? Ist dich schockiert? Nee, ich denke nur ein bisschen nach so. Wieso solltest du mich schockiert haben? Keine Ahnung, es war jetzt irgendwie so mein erster Gedankengang halt. Nee, nee, ich denk nur drüber nach halt. Also die Situation ist ja so komplex, weißt du, was ich meine? Nee, die Situation ist überhaupt nicht komplex. Du hast auf der einen Seite einen fetten Dirnenspross, der einfach chronisch lügt, wenn er das Maul aufmacht, und es gibt halt Leute, die das nicht wollen. Und die clashen halt auf der öffentlichen Bühne des Internets zusammen. Fertig. So. Hast du runtergebrochen, was das, ne? Und Ja, klar. ja, natürlich kommen da viele Gedanken, zum Beispiel sowas von, wäre es möglich, da irgendwie rauszukommen? Wahrscheinlich nicht so. Und
dass es eigentlich voll unfair ist und also weißt meiner Erfahrung nach habe ich nicht das Gefühl, dass ich da rauskomme. Ja, ich habe da einfach schon so viel miterlebt und versucht und keine Ahnung. Also ich wüsste nicht, wie ich da rauskommen soll, auch. Ja, ich auch. Aber er ist so unfassbar. Er weiß nicht, er hätte nicht gewusst, wie er da rauskommt. Rainer, seit 12, 13 Jahren sagen die Leute, wie du da rauskommst aus der Situation. Seit den ersten Schritten in der Situation sagen die Leute, Rainer, so und so, bitte, pass auf, das und das. Du hast das alles ignoriert und jetzt sagt er da, ich wüsste nicht, wie ich es hätte anders machen sollen. Hat mir ja keiner geholfen. Auch nicht. Ach Mist, Alter, ach Mann, warum ist da nicht offen? Warum? Keine Ahnung. Da wahrscheinlich hier ist wieder Zocken. Das wird übersprungen. Ah, da geht's um. Sagen wir hier bei 1 Stunde 10, 13 wieder ein, oder? Das schreiben wir mal schnell auf. 1 Stunde 10, 13. 13. Wunderbar. Ja, was haben wir heute gelernt? Nicht viel. Das war eigentlich relativ ereignislos, die ganze Nummer. Ja, er kann wieder gar nichts dafür. Und ja. Ach, prüft die Gewässer. Ja, viel war es nicht, Leute. Obwohl, 1 Stunde 20, und Leute, echt lang Zeit lassen. In diesem Sinne, Leute, tut nicht, was Rainer tut. Metal off.